Gesund ganz ohne Impfung. Das Lesung über den Broschüre von egis.lu kann ich einen anderen Blickwinkel über die Impfungen vermitteln. Gleich bei Gut zu wissen TV. Vero auf Spurensuche zur HPV-Impfung. Neulich in Luxemburg. Vero ist besorgt wegen eines Briefes. Sie meint, es ist wichtig, sich gegen Gebärmutterhalskrebs impfen zu lassen. Eine schlimme Krankheit. Ihr Vater hingegen erklärt, nur weil es vom Gesundheitsministerium kommt, ist das noch kein Grund, es zu glauben. Meine Eltern haben einen Brief vom Gesundheitsministerium bekommen, in dem steht, dass es wichtig sei, sich gegen eine schwere Krankheit, den Gebärmutterhalskrebs, impfen zu lassen. Sie hatten sich aber auch schon die Frage gestellt, ob Impfungen überhaupt sinnvoll sind und ob es nicht schwere Nebenwirkungen geben kann. Sie haben sich darüber informiert, aber ich selber bin mir nicht sicher, was richtig ist. Mit meinem Vater habe ich schon vieles besprochen, aber lies es selbst. Ja, weißt du, wie viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass Viren unseren Körper vergiften, also krank machen können? Weiter gehen sie davon aus, dass man den Körper vor dem möglichen Ausbruch der richtigen Krankheit mit einer Impfung schützen kann. Der Körper mit seinem Immunsystem könne sich dann auf diese Krankheit vorbereiten. Diese Vorstellung geht auf eine veraltete Sichtweise von Krankheit zurück. Aber es ist bekannt, dass unser Körper sich selbst schützen kann, wenn er gut behandelt wird. Auch hat man bis heute nicht nachweisen können, dass ein Virus, das angeblich von außen in den Körper dringt, eine Krankheit auslösen kann. Louis Pasteur hat seine Forschungsergebnisse gefälscht. Dies geht hervor aus seinen eigenen Tagebüchern. In diesen hat er die seiner Thesen widersprechenden Überlegungen niedergeschrieben. Nur die ihm genehmen Versuchergebnisse hat er veröffentlicht. So beging er Wissenschaftsbetrug. Publiziert wurde dies im Jahr 1993 durch Professor Gerald Lynn Geison vom Historischen Institut der Universität Princeton, New Jersey. Nachlesen kann man es in seinem Buch The Private Science of Louis Pasteur. Er hat die Tagebücher eingehend untersucht und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass Pasteur bei seinen Experimenten geschwindelt hat. Ja, wieso werden wir nicht alle in der Familie gleichzeitig krank, wenn es heißt, eine ansteckende Krankheit ist im Umlauf? Weil es keine ansteckenden Krankheiten gibt, so wie es uns gerne vermittelt wird. Diese Auffassung hängt mit der Infektionstheorie zusammen, die auf Louis Pasteur und Robert Koch zurückgeht. Wichtig ist dein eigener Gesundheitszustand. Alle Menschen sind verschieden. Jeder Organismus reagiert ganz individuell auf bestimmte Einflüsse. Und was wir Krankheit nennen, ist eigentlich meistens schon der Heilprozess. Genauer erklärt, wie der Körper auf Ereignisse reagiert, kannst du an einfachen alltäglichen Erlebnissen erkennen. Wenn du Angst hast, rutscht dir das Herz in die Hose. Es klopft wie wild. Du bekommst kalte Hände, Schweiß kommt auf die Stirn, das Gesicht wird blass. Bei einer guten Nachricht bekommst du richtig viel Energie und springst herum. Alle Körperfunktionen können betroffen sein. Atem, Herztätigkeit, Bewegungsapparat, Funktion der Haut, Blutdruck, Blasen- und Darmtätigkeit. Das nennt man Psychomatik. Bei Verdrängungen im Bereich der Gebärmutter können ähnliche Ereignisse eine Rolle spielen. Nur sind die Abläufe hier noch etwas komplexer. Was von der Schulmedizin als Gebärmutterhalskrebs bezeichnet wird, kann nach neuesten Erkenntnissen als eine Heilungsphase des Körpers angesehen werden. Diese Phase setzt ein, nachdem die Frau ein Problem, zum Beispiel eine Trennung, bewältigt hat. Wieso wird immer und überall von bösen Viren geredet, wenn es andere Ursachen für Krankheit gibt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt mehrere Gründe. Erstens ist es für Menschen nicht leicht,
Eine alte Gewohnheit oder alte Theorien aufzugeben, das kostet Kraft und Zeit. Da verlässt man sich lieber auf etwas, was 150 Jahre lang scheinbar richtig war. Zweitens geht es aber auch um Geld. Die Laboratorien, die Medikamente produzieren und verkaufen, möchten nicht auf ihre enormen Profite verzichten. Dass man Krankheiten oft ohne viele Kosten heilen kann, interessiert sie nicht. Man spielt auch gerne mit der Angst der Menschen, zum Beispiel mit der Angst vor Viren. Wer Angst hat, kann sich nicht gut konzentrieren und lässt sich leichter von anderen beeinflussen. Einige Leute möchten Macht ausüben, aber wenn du dich richtig informierst und selbst denkst, kannst du dein eigenes Leben ohne unnötige Angst leben. Stimmt es, dass die HPV-Impfung eine der teuersten ist? Ja, aber für die Gesundheit sollte uns ja nichts zu teuer sein. Wenn es auch wirklich der Gesundheit nutzt. Und deswegen frage ich mich, wieso unsere Regierung derart viel Geld für eine Impfung ausgibt, deren Nutzen nicht nachgewiesen ist, die Schäden aber wohl und die sich gegen eine seltene, meist sehr gut behandelbare Erkrankung richtet. Lass uns mal den folgenden Überblick anschauen. Wusstest du, dass es vor allem die Zusatzstoffe in den Impfstoffen sind, die krank machen? Die Krankheit HPV ist heute in unseren Regionen sehr selten. Selbst die Schulmedizin sagt, dass die meisten Infektionen von selbst wieder abheilen. Ich kann sie vermeiden oder gut behandeln. Es gibt selten Komplikationen, die zum Tod führen können. Die Sterberate ist bereits vor der Impfung stark zurückgegangen. Ein Nutzen der Impfung ist nicht nachgewiesen. Es ist eigentlich keine Impfung gegen Krebs, sondern gegen angebliche Erreger, die manchmal zu einem Krebs führen können. Sehr viele Nebenwirkungen sind nach den Impfungen gemeldet worden, bis zum Tod. Wieso bleibt man noch immer bei den Empfehlungen, sich impfen zu lassen, wenn solche Informationen bekannt sind? Tja, das ist eine gute Frage. Ich sehe, du kannst logisch überlegen. Wir wollen hoffen, dass die Informationen aus dieser Broschüre vielen Verantwortlichen verhelfen werden, ihr Wissen zu erweitern und ihre Politik zu überdenken. Wusstest du, dass es den Impfstoff seit 2006 auf dem Markt gibt und seit 2008 in Luxemburg eingesetzt wird? Wieso ist nicht nachgewiesen, dass die Impfung mir hilft? Um herauszufinden, ob die Impfung sinnvoll ist und schützt, muss man einige Tests durchführen. Aufgrund dieser Tests könnte man dann bestätigen, dass die geimpften Mädchen weniger krank geworden sind als diejenigen ohne Impfung. Und, hat man das herausgefunden? Leider nein, denn bevor die Impfung auf den Markt gekommen ist, wurden keine Tests nach den Regeln der Kunst durchgeführt, die ein solches Ergebnis hätten bringen können. Daneben beruft man sich gerne auf Studien von Institutionen, deren Neutralität und Glaubwürdigkeit in Frage gestellt werden kann. Inzwischen läuft das Impfprogramm einfach weiter. Dann sind alle Mädchen, die sich impfen lassen, sowas wie Versuchskaninchen? Ja, so kann man es sagen. Aber die Mädchen, die an Nebenwirkungen leiden, sind doch zahlmäßig sehr gering bei Millionen Mädchen, denen geholfen werden kann. So sagt es die Mutter meiner besten Freundin. Ja, das Thema scheint auf den ersten Blick einleuchtend, aber eben nur auf den ersten Blick. Das Thema ist etwas komplexer. Erstens ist kein Schutz nach Impfung nachgewiesen. Zweitens muss man auch mögliche Langzeitwirkungen berücksichtigen. Was ist das? Lass es mich mal so erklären. Also wenn ein Mädchen sofort nach der Impfung gesundheitliche Probleme bekommt oder sogar stirbt, ist das sehr schlimm und man kann es mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Impfung zurückführen. Erste Nebenwirkungen können sein Krampfanfälle, Lähmungen, Sehstörungen, Gefühlsverlust an verschiedenen Stellen des Körpers, extreme Kopfschmerzen. Auch diese Erscheinungen wurden schon häufig beobachtet, aber nicht alle Fälle werden gemeldet und so muss man schon mal mit den Zahlen vorsichtig umgehen. Bekommt eine junge Frau Jahre oder Jahrzehnte nach der Impfung Gesundheitsprobleme, denkt meist niemand daran, dass es mit der Impfung zusammenhängen könnte.
Wusstest du, dass Natriumborat als Basissubstanz für Rattengift benutzt wird? Schauen wir uns mal die Informationen zu den Zusatzstoffen an. Angaben zu den Inhaltsstoffen von Gardasil laut Hersteller Sanofi. Aluminium 225 Mikrogramm als amorphes Aluminiumhydroxyphosphatsulfat-Adjuvans. Natriumchlorid, Histidin, Polysorbat 80 und Natriumborat. Das klingt aber kompliziert. Ja, es sind die wissenschaftlichen Namen der Substanzen. Es wird noch etwas komplizierter. Die Impfstoffe enthalten genetisch veränderte Substanzen. Sie werden mit Hilfe genetisch modifizierter Hefe oder Insektenzellen produziert. Insekten? Igitt. Wichtig zu wissen, in Luxemburg gibt es keine Impfpflicht. Die Entscheidung liegt beim Einzelnen. Kindergeld, Geburtsprämien, Erziehungsgeld sind allesamt nicht an Impfungen gebunden. Die Aufnahme in Kindertagesstätten, Crèche, ist nicht an Impfungen gebunden. Ein Gesetz vom 4. Juli 2000 sieht vor, dass der Staat für Impfschäden haftet. Mehr Informationen dazu bekommst du bei egis.lu. Ja, und das Polysorbat 80 ist dafür verantwortlich, dass die Eierstöcke in ihrer Funktion so weit gestört werden können, dass eine Schwangerschaft unmöglich wird. Auch musst du wissen, dass solche Stoffe in den Körper injiziert eine andere Wirkung entfalten, als wenn man sie über den Mund aufnimmt, weil sie direkt ohne Barriere in den Blutkreislauf gelangen. Wusstest du, dass das Aluminium im Impfstoff das Gehirn schädigen kann? Dann lasse ich lieber die Finger davon. Aber gegen Tetanus sollte man sich doch impfen lassen. Durch Verbesserung der hygienischen Bedingungen und die bessere Wundbehandlung ist die Krankheit bei uns kein Thema mehr. Und wegen der Impfungen? Nein, denn die Impfung kann Tetanus nicht verhindern und im Übrigen sind auch in diesem Impfstoff giftige Zusatzstoffe. Der Rückgang der Sterberaten ist nicht auf die Impfung zurückzuführen. Um das zu verstehen, müssen wir uns mit den Vorgängen im Körper befassen. Da dieser selbst keine Immunität gegen die Erkrankung entwickeln kann, ist es auch nicht logisch anzunehmen, dass eine Impfung das könnte. Und was ist, wenn ich mich verletze? Die Tetanusbazillen entstehen im Körper selbst, und zwar an der Stelle, wo es durch eine Verletzung zur Zerstörung, insbesondere zum Absterben von Gewebe in schlecht durchbluteten Wundregionen kommt. Wenn die Wunde blutet und gut versorgt wird, besteht bei einem sonst gesunden Menschen kein Grund, sich ernste Sorgen zu machen. Du kannst gut reden, aber warum sollte ich dir eigentlich glauben? Du musst mir nicht glauben, sondern du sollst es verstehen und dann deine eigene Schlussfolgerung ziehen. Auch ich bin nicht allwissend, aber ich gebe gerne mein Wissen weiter, das auf meinen jetzigen Informationen beruht. Meine Freundinnen und Freunde und deren Eltern sowie das Gesundheitsministerium vertreten andere Auffassungen. Da sieht es aber schlecht für dich aus, alle gegen einen. Ja, bei so viel Konkurrenz sieht das auf den ersten Blick nicht gut für mich aus. Aber wir wollen hier nicht einen gegen den anderen aufspielen, sondern versuchen, uns der Frage sachlich zu nähern. Deshalb habe ich ja auch beim Ministerium nachgefragt, aber bis heute leider keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Ich werde dir helfen, das Thema etwas auszuweiten. Eine ähnliche Frage wird oft im Kontext mit Wissenschaft gestellt. Können 1000 Wissenschaftler, die einer Meinung sind, irren? Ja, 1000 Wissenschaftler können irren, wenn sie zum Beispiel nicht angepasste Methoden angewandt haben. Aber eine Zahl ist kein Beweis. Eine Dummheit von 5 Millionen Personen verbreitet, bleibt immer noch eine Dummheit. Anatole France. Warum 1000? Das ist nur eine symbolische Zahl. Sie soll ausdrücken, dass es sehr viele sind gegenüber sehr wenigen. Aber dieses Ungleichgewicht entsteht auch dadurch, dass einige Wissenschaftler mehr als andere zu Wort kommen in den Medien. Da kann schon ein falscher Eindruck entstehen. Und sie haben einfach nur voneinander abgeschrieben. Das kennst du ja aus der Schule. Das heißt, bei den 1000 hat nicht jeder für sich seine Aufgabe gemacht? Genau. Oder sie haben sich auf eine Aussage geeinigt.
Sie haben einen Konsens gefunden. Konsens? Von einem Konsens spricht man, wenn Menschen mit verschiedenen Ansichten so lange diskutieren, bis sie sich auf ein Ergebnis geeinigt haben, mit dem alle leben können. Nur wenn du und dein Bruder euch darauf geeinigt habt, dass es auf dem Mars grüne Menschen gibt, dann ist das noch kein Beweis für deren tatsächliche Existenz. Richtiger wäre es, sich die folgende Situation vorzustellen. Auf beiden Seiten gibt es ein paar Wissenschaftler mit entgegengesetzten Auffassungen. Auf der einen Seite werden die Wissenschaftler in den Medien unterstützt und der Eindruck entsteht, es wären alle der gleichen Meinung. Auf der anderen Seite werden Wissenschaftler daran gehindert, ihre Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit darzustellen. Da solltest du alles selber vertiefen, um es besser zu verstehen. Aber ich gebe dir noch ein Beispiel. Du weißt doch aus eigener Erfahrung, wie Gruppenzwang oder Gruppendruck entstehen kann. Wenn alle die neue gestreifte Hose tragen, dann willst du auch nicht ausgeschlossen sein und auch eine haben, sonst kommst du dir womöglich wie eine Außenseiterin oder altmodisch vor. Aber du könntest es auch von einer anderen Seite betrachten. Du machst nicht einfach alles mit, nur weil es die anderen machen. Du gehst deinen eigenen Weg, aber du hast es nicht nötig, anderen etwas zu beweisen. Ich möchte dich anhand eines Experiments zum Nachdenken bringen. Gruppenzwang. Konformitätsexperiment von Asch. Bei diesem Experiment mit mehreren Testläufen sind alle Personen eingeweiht, bis auf eine. Die Eingeweihten geben manchmal alle zusammen eine falsche Antwort, bis sich die Einzelperson der Gruppe anpasst. Der Strich im Feld links entspricht dem Strich B im zweiten Feld. Da sind sich alle einig. Kannst du es auch erkennen? Warum sind sich alle einig? Für mich ist es der Strich C. Ja, du hast natürlich recht. Aber unter gewissen Umständen, wie bei Gruppendruck, traut man sich nicht mehr, seine Meinung zu äußern. So ähnlich geht es auch Wissenschaftlern und Journalisten. Sie möchten nicht ausgeschlossen werden, gar ihren Job verlieren, weil sie sich mit ihrer Meinung unbeliebt machen. Dann geht es um ihre Existenz, um ihre Familie. Sie werden erpressbar. Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns immer wieder gepredigt wird. Und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse, in Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten. Überall ist der Irrtum obenauf und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Mehrheit, die auf seiner Seite ist. Johann Wolfgang von Goethe. Im Fernsehen haben sie neulich erzählt, dass Impfungen sicher sind. Ja, das liebe Fernsehen. Auch hier musst du natürlich vorsichtig sein und nicht alles glauben, was da behauptet wird, ohne es selber nachzuprüfen. Wieso? Dürfen sie im Fernsehen lügen? Ach, das mit der Lüge und der Wahrheit ist etwas kompliziert. Je nachdem, wie man ein Thema präsentiert, kann ein falscher Eindruck entstehen. Und ob man überhaupt über ein Thema spricht und wie lange und wie oft, das kann alles dazu beitragen, dass die Zuschauer in eine Richtung beeinflusst werden. Und dann gibt es natürlich mächtige Leute, die viel Geld und viel Einfluss haben, um ihre Meinung allein durchzudrücken. Und was ist mit dem Internet? Hier kann jeder seine Auffassung veröffentlichen und dann ist es leicht, sich ein korrektes Bild zu machen. Das ist schon manchmal sehr verwirrend. Es ist sinnvoll, ein solides Basiswissen zu haben, um sich hier zurechtzufinden. Und die Zeitungen? Auch sie unterstehen einer Kontrolle. Aber manchmal drucken sie doch meine Leserbriefe ab. In einem solchen habe ich vor kurzem folgende Aussage gemacht. Ein Impfgegner ist nichts anderes als jemand, der seinen Kindern keine toxischen, genmanipulierten embryonalen, auf Krebszellen und Affennieren gezüchteten und mit Formaldehyd und Antibiotika versetzten Substanzen spritzen lassen will, ohne wenigstens die Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit einsehen zu können. Wusstest du, dass rund um den Globus starke Nebenwirkungen, sogar der Tod junger Mädchen aufgetreten sind,
Daraufhin hat man in einigen Ländern eine kritische Haltung gegenüber der Impfung eingenommen. Auf dieser Seite findet ihr weitere Informationen, auch bei egis.lu. Ich will euch noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Katalog von 2016 ist, die Informationen bezüglich den Impfungen aber noch immer aktuell ist. Ich sage euch merci und bis zum nächsten Video.